Welcome back zu Let's Play Minecraft. Da ist wieder die Skurril P. Moment, heute heisst es nicht Let's Play, sondern Let's Show. Das ist mein erstes Let's Show von meiner gigantischen Maschine, die ich so allein gebaut habe. Und ich würde euch heute gern in einem Tutorial zeigen, was so die Grundbausteine vom Redstone verkabeln sind. Als erstes haben wir da mal Redstone, da kennt jeder. Und jetzt habe ich es mal gerade versaut. Nein, doch, habe ich. Da ist Redstone, den kann man so wie noch ist da abbauen. Geht's jetzt noch? Ah gut, okay. Der sollte nämlich unendlich sein, der Redstone. Das ist eine Redstone Torch. Die ist normalerweise auf Eis, also sie leuchtet, da ist ja Eis. Aber es gibt sie auch als 0. Moment. So sieht das aus, dann ist sie abgeschaltet. Oder es gibt noch Diode. Was die könnt, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Diode sind dazu da, etwas zu verlangsamen oder den Impuls zu verlängern. Das heisst, Moment, ich mache da mal rasch etwas. Noch ein bisschen Licht. Ich mag in der Nacht verkabeln, darum habe ich Nacht. Ich weiß, ich könnte in einem Bett liegen, aber egal. Gut, mal so als Beispiel. 2 Linien nebeneinander. Die eine hat noch eine Diode drin. Die andere nicht. Also ist einfach so. Dann machen wir mal eine Redstone Torch an. Okay, nicht so gutes Beispiel. So, noch ein bisschen länger. Dann machen wir da nochmal eine Diode hier. Dann sehen wir, was ich meine damit. Der ist jetzt schon aktiviert. Dann machen wir da einfach mal einen Musikblock an. Bum, bum. Okay, hört man ziemlich gut. Jo, jetzt nochmal als Versuch. Wenn ich da einen Impuls gebe, also Redstone Torch, passiert nichts bei dem, weil das Signal kommt nicht so weit. Ja, Redstone kommt genau 15 Felder weit oder 10 oder so. Weiß ich nicht ganz auswendig. Ist mir noch auch egal. Bei dem gesehen ihr, bumm. Das geht. Die oder verlängert den Impuls wieder um den Ersatzwert da. Sie verlängern den, aber sie können auch verzögert verlängern. Das heisst nach ein paar Millisekunden, ich weiß es nicht wie viele das sind. Wenn man es ganz hin hat. Habt ihr gesehen? Hat ziemlich lang verzögert, also. Da. Ja, jetzt ist er verbuggt. Moment. So. Ja, hat einfach länger gedauert. Jo, das zu dem. Da liegt auch noch Redstone. Okay. Gut, das ist einfach mal die Grundverlängerung gewesen. Und jetzt zeige ich euch noch die Negierung. Negierung ist sehr wichtig manchmal. Das da ist eine Negierung. Also ja, besser gesagt genau das Umgekehrte, aber egal. Signal 1 kommt, wird durch den Block konvertiert mit der Redstone Torch und als 0 weitergegeben. Das heisst, wenn ich die Torch da jetzt wegnehme, dann sollte sich da wieder in ein Eis verwandeln dort vorne. Jawohl, es ist wieder ein Eis, es leuchtet. Das da ist ein 0. Das Signal, das kommt, ist ein 0 und wird zum 1 konvertiert. Das ist ein Nicht, sagt man dem. Das ändert einfach den Signalzustand sozusagen. Dann kommt das Oder. Das Oder wird so gebaut. Auf beiden Seiten 2 Eingänge. Je nachdem, welches Signal soll kommen. Und da noch so ein Block. Gut, dass man das Ergebnis jetzt gesehen, mache ich jetzt da eine kurze Lampe an.
Ja, die sollte man halt noch negieren, aber egal. Auf dieser Seite kommt das Signal, die Lampe schaltet aus. Und auf dieser Seite ist ein Signal und sie schaltet aus. Das heisst, wenn ich auf beiden nicht tue, dann schaltet es aus. Das ist es oder. Also oder kann man sich so vorstellen, egal welches Signal das kommt, sie schaltet. Okay? Aber auch nur solange das Signal bestehen bleibt. Wenn ich es wegnehme, dann ist es wieder anders. Jo, dass ihr da nochmal gesehen. Da die Lampe wird triggert durch die beiden Eingänge da auf der Seite. Das heißt, sie ändert ihren Signalzustand, gibt da den Redstone Dust da weiter und das ändert dann die Redstone da. Schlussendlich die Lampe. Da ist nur ein Veranschauungszweck da. Also da könnt ihr auch so lassen, oder? Dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. So. Ja. Das ist es, oder? Dann kommen wir zum Und. Das Und wird so gebaut. Weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu schnell. Oder eine Lampe an. So. Und auch wieder 2 Eingänge. Gut. Es Und ist, wenn beide Eingänge kommen, dann schaltet der da. Und die Lampe sollte auslöschen. Das heisst, wenn ich eine tue, sollte nichts passieren. Ja, ich weiß nicht, ob man Minecraft Musik hört, aber ich muss sie nicht unbedingt so laut hören. Ich finde sie schon schön. Auf jeden Fall, sie brennt immer noch. Wenn ich jetzt den setze, dann brennt sie nicht mehr. Das heisst, ist der Ganze schon. Gesehen da? Wenn ich wieder eine wegnehme, dann geht es wieder nicht. Wenn ich da wieder eine an tue und die wegnehme, dann geht es auch wieder nicht. Da kann ich nicht drauf an. Nur wenn beide Eingänge da sind, schaltet der Ganze. Jo. Ich könnte an dieser Stelle auch noch pausieren, falls ihr da wollt in den Kopf hier bringen. Jetzt pausieren. Oder da noch. Das Oder. Ja. Das wird lange. Und jetzt kommen wir zu einem Redstone Meisterwerk. In normalen FUP. Also da wo ich in meinem Beruf darf programmieren. Ist da ein relativ einfacher Baustein. Aber in Minecraft ist es ein relativ komplizierter Baustein. Würde ich sagen. Es geht um die Lampe. Die Lampe soll, nachdem man einmal auf den Knopf gedrückt hat, die ganze Zeit leuchten, bis man wieder den Knopf drückt. Und dann soll sie abschalten. Den Knopf habe ich da. Wenn ich ihn drücke, schaltet sie nicht ein. Wieso das jetzt? Ah ja, klar. Klar. Entschuldigung. Kleine technische Problem. Egal. Haben wir gelöst. Gut. Wenn ich jetzt drücke, dann stellt sie ab. Wenn ich jetzt drücke, dann stellt sie ein. Wenn ich jetzt drücke, stellt sie ab. Und das hebt auch für die Ewigkeit. Also ich könnte jetzt keinen Kaffee trinken gehen und die Lampe wieder drücken und sie will wieder einschalten. Und wenn ich wieder drücke, dann stellt sie wieder aus. Das ist ein relativ schwerer Prozess. Ich kann ihn euch nicht zeigen. Also für da müssen wir schon eine Lehre als Automatiker machen, um das zu verstehen. Es sind mehrere Bausteine, die da drin sind und oder Negierungen. So sieht das Ganze aus zum Nachbauen. Mal von dieser Seite. Jo, ich glaube, man sieht genug. Moment. Ich zeige es euch jetzt noch von oben ein bisschen näher. Also damit ihr wirklich, falls ihr da wollt, nachbauen, alles seht, was ihr braucht. Jo. Das ist ein Flip-Flop, ein sogenannter T-Flip-Flop. Findet ihr auch im Minecraft-Forum. Im Minecraft-Wiki. Genauso, wie noch da ist. Ich kann es auch nicht erklären, weil ich habe mir... Also ich
ich habe das schon selber gemacht da. Aber ich habe schon ein bisschen Hilfe gebraucht. Also, so ein Flipflop macht man nicht alle Tage. Gut, dann zeige ich euch noch etwas, also ein Denkanstoß, eine Art. Eine Art ist das der Flipflop, sozusagen. Gut, das ist ein sogenannter Speicherkreis, oder ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, aber egal. Nein, da habe ich nicht wählen. So, das ist genug. Ja, da kommt der noch die oder die. So. Machen wir da. Tack, tack. Und da ist dann das schlussendliche Ergebnis da. Machen wir noch eine gierige. Muss man. Damit die Lampe richtig angezeigt wird. Gut, dann machen wir noch erst 2 Knöpfe. 2, nicht eine. 2. Oder... Ah. Schalter wäre doch schlau. Egal. Machen wir halt rasch einen Redstone zur Sau. Egal. Ist eh alles nicht cheatet. Jo, in dieser Welt cheate ich. Ein Lever haben wir noch. So. Der ist unendlich. Schön, dass ich da jetzt gemerkt habe. What the... Okay, er ist jetzt gerade verschwunden. Kein Plan. Aber da liegt. Aber egal. Okay. 2. So. Gut. Zur Veranschaulichung. Wenn ich den da drücke, geht dann Strom da durch. Und triggert quasi die Lampe. Die wird so 1 und seitdem er soll 0 werden. Und die bleibt dann auch 0. Das heisst, die Lampe leuchtet nicht mehr. Das sollte nicht mehr leuchten. Weil im Moment ist der Wert 1 wird negiert, also zu einem 0. Und die Lampe leuchtet. Das ist einfach so, wenn man sie oben drauf setzt. So. Jetzt schauen wir rasch. Gut, ich habe genau verkehrt erzählt. Ich muss auf den triggern und sie stellt aus. Und dann kann ich auch wieder ausschalten. Gut. Sorry. Ich hätte auch können mit Schalter machen. Das heisst, wenn ich den drücke, schaltet sie ein. Wenn ich den drücke, schaltet sie aus. Wenn ich den drücke, schaltet sie ein. Hebt für die Ewigkeit. Wenn ich den drücke, schaltet sie aus. Okay. Zeigen wir rasch. Drücken wir nochmal. Es ändert einfach den Zustand von dem Kreis da ändert. Das ist schon die ganze Sache. Ihr könntet den Abnehmer da auch da machen. Kommt nicht drauf an. Je nachdem. Da ist auch eine Art ein Flipflop oder eine Speicherzelle. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Speicherzelle ist da. Und das da ist eine Art der Grundaufbau von dem da. Nur da funktioniert mit einem Schalter, also da sind 2 kombiniert. In dem dort sind 2 kombiniert und da sind es einfach 2. Und wir würden wieder eigentlich mit einem machen. Und wie da geht, da braucht es mehrere und oder, ja. Egal. Aber jetzt zu dem riesigen Ding da vorne. Jo, das habe ich alles aus dem Kopf rausgebaut. Also nichts da abgeschaut oder so. Alles aus dem Kopf. Das ist meine Maschine. Kurze Erklärung. Es ist eine Musikmaschine. Und so sieht sie aus. Wow, gigantisch. Würde ich fast sagen. Ist doch so. Und ich habe es noch möglichst klein gehalten. Toll, jetzt bin ich runtergefallen. Egal, dann kann ich euch mal ein bisschen zeigen da. Ja. Gut, dann starten wir die Maschine mal.
Ich muss mich noch kurz verteidigen. Und zwar... Jawohl, einfach bei allen es gleich gemacht. Aber so dünn, dünn, dünn. Oder so irgendetwas, keine Ahnung. Da ist der Impulsgeber, der macht dann... tut dann... einen Kreis aktivieren, der dann immer blinkt. Also ich drücke mal. Dann sollte die Lampe anfangen blinken. Jawohl, sie blinkt. Das ist sozusagen der Hauptschalter. Ohne den funktioniert nichts. Dann kann ich da den Beat 1 aktivieren. Dann sollte die da anfangen blinken. Hören da. Dum, 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 dum. Ich hoffe, ihr hört es. Und sonst sehen das. Ist alles mit Dioden gemacht. Viel und so. Dum, 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 dum. Ja. Auf jeden Fall, das ist der erste Beat. Dann kommt der zweite dazu. Dann fängt die auch wieder an zu leuchten. Dun, 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 dun. Vielleicht gesehen, das ist da vorne. Jawohl. Gut, dann kommt noch der dritte dazu. Ich weiß. Ich habe einfach bei allen genau das gleiche gemacht. Die blinken auch jetzt. Das ist noch für mich Anzeige, weil ich das aktiv sind. Also ich könnte jetzt den auch wieder ausschalten, oder? Das sind nur noch die beiden. Ich könnte auch wieder einschalten und den ausschalten. So könnte man dann geil mixen, also ja. Dann gibt es noch einen vierten. Der funktioniert auch, aber der hat noch keine Funktion, der ist der dort hinein. Also dem habe ich noch nichts gegeben, immer noch ein bisschen herausfinden, welches Material für welchen Ton zuständig ist. Gut, dann schauen wir da mal ab, da Gedudel. So. Den Blinker abschalten. Da würde ich dann mit einem solchen dort hinein realisieren. Also eben mit einem Flipflop, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Jo, aber ich zeige euch mal den Blinker. Und zwar, der Schalter tut die Redstone Torch da negieren. Also wenn ich drücke, sehen wir da. Dann hört sie auf. Das geht da runter, da unten durch. Da hinten wieder rauf. Wird da nochmal negiert. Und geht zu dem und. Ja, gesehen, wenn der Kreis da 0 ist, dann wird es da hergeleitet, da hinten durch wird negiert und zu dem umgeleitet. Das heisst, wenn er abgeschaltet ist und ich einen Impuls gibt, dann wird der da durch einen sehr langen Impuls eingeschaltet. Also es gibt einfach einen Impuls, der geht da durch, da hinten durch und so immer im Kreis. Ich sehe jetzt auch, der blinkt immer. Zwar, er blinkt gerade ein bisschen komisch im Moment. Das ist wahrscheinlich, weil ich zweimal gedrückt habe. Aber eigentlich sollte er normal blinken. Ja, da ist der erste Kreis. Da heißt einfach so. Ein paar und, die könnt ihr euch vorstellen, für was die sind. Das und da ist, dass er nicht einfach dauernd. Da heißt, wenn er fertig ist mit dem Kreis, da heißt da durch, da durch, da durch, da durch, da hinten zurück, wird negiert und zum und gesetzt. Das heisst, wenn er fertig ist mit dem Kreis, dann darf er wieder einen Impuls schicken. Da kommt von dem Blinker da, gesehen, die Lampe blinkt jetzt auch immer da. Das ist von dem Kreis da. Alle meine Instrumente benutzen das System. Also jedes einzelne gesehen, alle haben 2 und. Ja. Hinten bin ich jetzt noch gerade dran. Das ist der nächste Kreis. Jo. Und die blinkende Lampe, die habe ich auch mit dem und gemacht, gesehen oder? Wenn der Schalter aktiv ist und der Blinker, dann fängt es an zu blinken. Gesehen jetzt auch, jeder ist am Blinken, da blink, blink. Das ist aber auch nur so, weil die auch gerade am Ding angeschlossen ist. Das heisst, wenn es eingeschaltet ist, dann blinkt es. Jetzt mache ich da noch einen Stein oder Wolle, egal. Nicht dort. Ach. Moment. Sieht schön aus, wenn es auch Cobblestone ist. So, dann kann ich da wieder drüber. Jo, da ist meine Maschine gsi. Blum, 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 blum. Und da werde ich dann ein Lied draus machen oder einfach irgendwie was, wo Musik macht. Auch längere Töne, also da kann man beliebig lang machen theoretisch.
Aber man muss es dann noch abstimmen halt, ja. Das ist noch alles, was ich euch zeigen wollte. Außer das ist mir jetzt gerade vorher noch eingefallen. Das ist ein simpler Blinker und sehr schneller. Der geht, glaube ich, so. Jawohl, da blinkt er schon. Gehört jetzt auch da. Tsch, tsch. Ja, es ist noch eine Seite. Na egal. Der ist nicht so gut, weil er ist ziemlich schnell und den hat man früher noch benutzt. Heute gibt es für da Diode, da heißt 3 Dioden so und 3 in die Gegenrichtung. Nachher werden die miteinander verbunden. Also es ist wichtig, dass der Redstone gerade drauf zeigt. So. Und jetzt kann man von irgendwo her einen Impuls schicken. So zum Beispiel. Den muss man natürlich verkürzen mit einer Diode. Sonst ist das ungesund für den Kreis. So, das ist halt jetzt genau das System, das ich dort habe. Und jetzt verlangsamen wir den noch. Es ist eben so wie vorher, dann tönt so komisch. So. Jetzt sehen wir, macht. Und es blinkt. Und das in die Ewigkeit. Jetzt können wir da irgendetwas anschliessen. Zum Beispiel eine Lampe, die blinkt. Jo, das ist noch ein wichtiger Baustein. Jetzt verabschiede ich mich auch von euch. Ja, nur was aus dem dort hinten ist sicher aufgefallen. Ja. Ich denke, nein, okay, nicht stottern, ich sag nichts dazu. Egal. Jo, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.